Samstag, der 13. Juni 1931. Episode 2 Schnapp Tennen. Doc! Was ist passiert? Ich weiß es nicht, es sei denn, die Zeitung von morgen. Hast du sie noch? Ja! Buchhalter stirbt nach Prügelattacke. Der Buchhalter Arthur McFly wurde gestern Abend brutal zusammengeschlagen und verstarb am Anschluss auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von Hill Valley. Jemand wird Grandpa töten? Ja, Tennants Schläger, ohne Zweifel. Wahrscheinlich als Rache dafür, dass Arthur deiner Vorladung gefolgt ist. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Demnach wurde dein Großvater vor 5 Minuten von der Tür des Gerichts liegen gelassen. Mein Dad scheint gerade zu verschwinden. Das ist die Zeitgerade. Sie verändert sich wegen der tödlichen Wunden deines Großvaters. Das bedeutet, dass dein Vater nie geboren wird. Und du auch nicht. Es sei denn... Wann hast du deinen Großvater das letzte Mal gesehen? Das war um 4 Uhr. Auf dem Rathausplatz. Geben wir ihm Zeit, ihn gut abzustellen. Gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. In deinem Fall sollte das kein Problem sein. Du sitzt im Gefängnis. Okay, machen wir uns auf den Weg, bevor die Polizei uns findet. Halt! Oh, Steigen Sie mit erhobenen Händen aus. Was für ein Schlamassel, hey. Oh Mann, oh Mann. Ja, soll er's tun? So ist es recht, Doc. Lenken Sie ihn ab. Was war das? was war was? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube, Sie irren sich, Officer. Sieh einer an. Es scheint, als hätte ich hier einen Flüchtigen. Carl Sagan, Barbrandstifter. Mutmaßlicher Brandstifter, wenn ich bitten darf. Was ist das für ein komischer Wagen? Zurückbleiben! Es ist ein Prototyp, der noch nicht getestet ist. Er könnte jeden Moment hochgehen. Oder plötzlich ohne Vorwarnung abheben. Ist das so? Da ist es wieder. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft einen Streich, Officer. Ist das ein ausländisches Modell? Ja, sehr Deutschland gut, oder sehr so? gut. Keinesfalls. Das ist amerikanische Qualitätsarbeit. Ich bin mir sicher, dass dort etwas ist. Der Alte nervt. Sieht aus wie dieses Science-Fiction-Zeug. In einem Jahr wird jeder so ein Baby fahren. Ja, gerade auch noch. Sicher eine Beförderung für mich drin sein. Sie sind ziemlich heiß begehrt in Hill Valley. Das ist aber gut zu wissen. Halt! Doc! Geh, rette deinen Großvater. Ich schaffe das, bis du zurückkommst. Alles klar, Doc. Na dann, zurück in die Vergangenheit. Schon wieder. Was ist hier los? Das willst du lieber nicht wissen. Ah, 16:55 Uhr. Artie muss irgendwo da drin dem Staatsanwalt sein Herz ausschütten. Da ist er ja. Jetzt muss ich nur bei ihm sein, bevor... Mr. Corleone? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht mit Ihnen noch ein Interview zur Lage des armen Mr. Sagan führen könnte. Meine Quellen besagen, dass Richter Brown ihn morgen freilässt. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Wie bitte? Ach, nichts. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss dringend zum Gerichtsgebäude. Wirklich? Warum?
Mann, oh Mann, ist die nervig, ey. Uff. Ja gut, uns selbst begegnen, Enten aus dem Weg gehen, Artie retten. Was gibt's Leichteres auf der Welt? Mein Großvater ist Geschworener und er braucht seine Medikamente. Oh, na gut, ich will Sie nicht aufhalten. Und leinen Sie bitte diesen furchtbaren Hund an. Dafür gibt es schließlich die Gesetze. Sicher, kein Problem. Oh nein. Los, Marty von gestern, hör auf zu reden und beweg dich. Genau das meinte ich. Eini, nein, nicht Eini, nicht Eini. Einstein? Einstein, was ist los? Ja, sieht es gut. Sitz, Eini. Sitz. Nein, ich komm. Mist. Einstein. Ist es ein Eichhörnchen? Was benutzt 2000 oder Klick wegen im Aus, um dich umzuschauen. Ja, schön. Das ist natürlich nichts Neues in dem her. Stock Spielen? und weg. Okay, spielen wir. Was hast du vor, Eini? Ja, wir sind irgendwo da hinten, wa? Willst du das Stöckchen? Soll ich es werfen? Ja, schmeiß doch mal. Nein, ich haue mir nicht mit einem Knüppel auf meinen Kopf. Würde aber einiges erleichtern. Naja, gut, von mir aus halt nicht. Entschuldigung, war das falsche. Wir können gar nicht den Stock irgendwie anders ausrüsten, aber wo soll ihn hinwerfen? Hallo? Ist es ein Eichhörnchen? Ja, Alter, ist das schwammig. Ich weiß, es steht schon lange da, aber es ist ein bisschen schwammig. Hol es, mein Junge. Wo willst du hin, Kleiner? Du machst mich wahnsinnig, Eini. Ja, plötzlich stehen wir da, aber vorhin schon waren. Na Okay. gut, versuchen wir es nochmal. Tja, aber wohin jetzt? Komm, Junge, bei Fuß. Wir müssen Doc retten. Oh, das wäre was. Schnapp sie dir, Eini. Sie! Oh! Weg mit diesem räudigen Vieh! Komm schon, Einstein. Weg von der netten Dame. Meine Schuhe! Einstein, nein. Nein! Gut gemacht, Eini. Jetzt lauf ins Gerichtsgebäude und schnapp dir Artie, bevor Tennants Leute... Hey, Oh Gott. Hey. meinen Berechnungen zufolge benötigt der Umlaufmotor für einen richtigen Raketenbohrer 1,21 Kilowatt Leistung. Kannst du das zur Sicherheit noch einmal... Ist alles in Ordnung? Ja. Aber ich muss zu Arthur. Warum? Ja, immer diese Fragen. Ich muss ihm sagen, was er dem Staatsanwalt erzählen soll. Bist du jetzt der Rechtsexperte? Komm schon, sollten wir nicht zurück an die Arbeit? Wir haben wenig Zeit, oder? Sicher, aber Arthur hat noch viel weniger Zeit. Warum machst du dir plötzlich so viele Sorgen um Arthur? Verdammt. Mein Gott, was ist das? Was ist was? Mit wem hast du gesprochen? Na, mit dir. Nein, ich meine eben, als ich auf dich zukam. Na, mit niemandem. Ich habe an Gleichungen für meinen Raketenbohrer gearbeitet. Nein, nachdem... Ach, vergiss es. Machen wir uns auf den Weg. Folge mir. Ich dachte schon, ich gehe nie. Wenigstens ist jetzt der Weg zum Gerichtsgebäude frei. Ja, grausam frei. Okay, nochmal umschauen. Wie sieht's genau aus? Da oben ist unser Großvater. Das ist doch schön. Wow, ich sage, ist schwammig. Toll, was auch mit dem da. Zane. Zane Tuesday. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich auch. Was haben wir sonst im Inventar noch? DeLorean-Schlüssel bringt natürlich sehr viel. Ein Foto. Ja, Entschuldigung. Nase juckt. Von George McFly bringt natürlich auch grausam viel. Heißt für uns, mir geht trotzdem mal, wa?
Muss man verarschen? Du musst mitkommen. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du bist in großer Gefahr. Was heißt das? Ich bin in Gefahr. Keine Zeit für Erklärung, Artie. Versprich mir einfach, dass du in der Polizeiwache bleibst, bis... Artie McFly. Genau dich haben wir gesucht. Hey, Leute. Lauf! Schnapp ihn! Artie? Ich sollte ihnen folgen, bevor ich wieder zu verschwinden beginne. Besser wär's. Okay, dorthin oder wie? Oder, Wo sind sie hin, Mann? Wir müssen groß sein, natürlich Artie befreien. Mann, bin ich langsam, wenn das so dringend ist. Aber ja, wir haben ja Zeit. Alles ruhig. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Oh yeah. Artie, wie geht es meinem Lieblingsbuchhalter? Oh, ging schon besser. Tut mir leid, das zu hören, McFly. Trixie, geh dir die Nase pudern, Püppchen. Jetzt geht's um Geschäftliches. Hey, benehmt euch jetzt, Jungs. Mua. Schön, dich zu sehen, Artie. Sie auch, Miss Trotter. Ja, ja, wir sind alle glücklich. Jetzt verschwinde. Seid ihr Kerle wirklich so dämlich? Was habt ihr euch dabei gedacht, das Fischfutter hierher zu bringen? Wir dachten nur... Das war euer erster Fehler. Denken. Seht mich an. Seht ihr mich je denken, hä? Sagt nichts. Bringt ihn einfach rein. Findet raus, was er dem Anwalt erzählt hat und lasst ihn dann verschwinden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. Wenn ihr nun erlaubt, ich muss einen Brandstifter erledigen. Bringt einer von euch Dummköpfen endlich diese Kisten rein? Wir sind dabei, Kid. Tja, und wir mittendrin. Soweit so... Ah! Ich gehe besser ganz schnell dort rein. Jo, wäre irgendwie besser. Inhalt. Einflügelige Göttinnen. Ups. Rein. Passt gut. Na dann mal los. Hol die Kisten, Cue-Ball. Rühr die Suppe um, Cue-Ball. Mach die Blutspritzer weg, Cue-Ball. Ich bin kein Gangster, ich bin ein verdammter Butler. Ja, siehst du auch aus. Und wer von euch Jungs geht jetzt zuerst rein? Oh Mann, ganz schön schwer für ein unbewaffnetes Mädchen. Ups. Au! Bitte. Ich versuche hier eine professionelle Vernehmung durchzuführen. Wo soll das hier hin? Schieb's einfach hinter die Bar. Ich schieb dich gleich hinter die Bar. Los, Artie. Verdammt, wie viel Chloroform hast du auf das Tuch getan? Warum? Weil es nicht gerade einfach ist, unser Dornröschen hier aufzuwecken. Zeig mal. Hey, Artie. Wir haben ein paar Fragen zu dir und dem Staatsanwalt. Siehst du, womit ich mich hier abmühe? Macht wohl die Runde. Zane, aufwachen. Tut mir leid, Boss. Das ist die verdammte Erkältung. Dann versuch wenigstens so lange wach zu bleiben, bis du mit dem Plakat fertig bist. Klar, wir wollen einen Club eröffnen. Und mach die Leuchtreklame aus, klar. Mach dies, mach das.
Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Oh je, Freunde. Ja, ich erinnere mich irgendwie noch, sprich, ich erinnere mich zumindest so weit, dass auch die Aufgabe hier nicht ganz so einfach war. Hilfe. Hey, Hey! was war das? Muss ein Problem bei der Verkabelung des Notschalters sein. Ups. Mein Tosuch jetzt selber. Ein Panikknopf an schlecht. Hallo, ich will ja weg. Das. Trixis Nase noch nicht hin. Das war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack, aber wir haben jetzt eine Flasche. McDermotts kanadischer Whisky. Das Zeug kann nicht stark sein. Übrigens eine Flasche und hier eine zweite Flasche. Statt Tinte eine Flasche. Eine Idee wär's ja, wa? Nein, Wieso? das glaube ich nicht. Ach komm, wäre doch witzig. Vielleicht nicht. Ja, vielleicht doch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Reinschütten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Reinschütten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, dann sauf doch. Und bist nicht willig, so braucht er Gewalt. Sane. Hatschi! Gesundheit. Was anderes. Nein, ich müsste aufstehen, um an ihn ranzukommen, aber dann würde man mich sehen. Das wäre doof, wa? Schlafmütze. Zeit fürs... Al Kid. Ja, schön, lesen kann ich auch. Solange Picasso im Weg ist, komme ich nicht an den Schalter. Deswegen sage ich ja, hau ihm eins auf die Mütze. Aber er will nicht. Nein, ich müsste aufstehen, um an ihn ranzukommen, aber dann würde man mich sehen. Hab ich gerade... Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was austauschen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach Menschenskinder, lässt du es halt, nimmst du einfach. Puh, kein Wunder, dass Artie neben der Kappe ist. Der war doch gerade noch neben... Ich geb's auf. Hey Jungs, ich fühle mich nicht. Zane, wach auf, du fauler Sack. Muss der Schnupfen gewesen sein. Schwachsinn. Er hat sich an den Vorräten bedient. Vorräte. Ein Hohlkopf ist K.O., bleiben noch 2. Komm schon, Ja, und er hat doch 2 Flaschen. 2 Flaschen für 2 Flaschen, das passt doch. Artie. Du verschläfst dein Leben. Im wahrsten Sinne. Ja, kann ihm ja egal sein. Schlaf schön, Hohlkopf. Er ist ein guter Künstler, aber er verträgt wohl kein Chloroform. Ja, wer tut das schon? Trixie Trotter, weltberühmte Chanteuse. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ich habe da gerade eine ganz seltsame Vermutung, aber ich hoffe, die stimmt nicht. Autsch! Gute Nacht. Was zur... Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Dann geh hoch zur Suppenküche und hol eine neue. Warum ich? Willst du hier bleiben und mit diesem Typen reden? Ja, ich hol dann mal die Sicherung. So, der wäre schon mal weg. Artie, du verschläfst dein Leben. Al Kid. Naja, gut. Können wir irgendwie sonst noch raus oder so? Ja, die Sicherung ist durchgebrannt. Schön. Ich würde aber jetzt gerne mal, Al Kid. ja, nö, mit dem nix. Ich würde Schlaf gerne... schön, Hohlkopf. Er ist ein guter Künstler, aber Oh Mann. Ich muss ja raus. Kann ich irgendwie... Umgucken geht auch nicht. Wachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück.
Naja, Plakat, schön, was haben wir sonst noch? Hey, hol mich hier raus! Ganz ruhig, Mann. Das kann ich nicht versprechen, meine Dame. Okay, jetzt bin ich zumindest mal hier. Ist doch schön. Cue-Ball ist da, da ist Matches. Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Nicht schlecht. Naja, mein Typ ist er nicht. Ich sehe was du nicht siehst. Wortspiele? Was nützen mir? Ist egal. Los, Artie. Ich muss die Kerle loswerden, bevor Artie aufwacht. Wäre besser. Spiegelei und Rosinenbrot. McFly. Na, großartig. Wieso nicht? Spiegelei ist lecker, Rosinenbrot. verschleppst Naja, dein wenn es Leben. nicht zu viel Rosinen hat, schon. Im wahrsten Sinne. Bringt also nicht viel hier. Servus. Trixie Trotter, weltberühmte Chanteuse. Nee, ich auch nicht. Okay, und so gucken haben wir jetzt gemacht. Dann sind jetzt mal ein paar Papier noch gefunden, sprich Notizzettel. Nur die Frage ist, was bringt mir das? Er könnte es mir sicher erklären, aber ich sollte ihn wahrscheinlich trotzdem nicht fragen. Nee, vermutlich nicht. Ach du Scheiße. Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit mögen das neue Dekor. Aber irgendwie rauskommt hier auch nicht, wa? Da kann nochmal irgendwie... Schon wieder? War wohl eine kaputte Sicherung. Dann geh und hol eine, die nicht kaputt ist. Weißt du, manche Leute sagen wenigstens ab und zu mal bitte. Ja, manche eben nicht. So, jetzt kann ich wieder... Artie, du verschläfst dein Leben. Tja. Aber was bringt das so groß? Soll ich ihn jetzt bewerfen damit? Er ist zu weit weg. Verdammt! Damit funktioniert doch auch, wa? Er ist zu weit weg. Dann steh doch mal auf, Mensch. Aber will er nicht, wa? Ich kann sonst nichts machen, hä? Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Diese Flasche werde ich nur auf dem Kopf einer dieser Schwachköpfe zerschlagen. Das wäre ja auch, aber aufstehen willst du irgendwie nicht. Oh. Naja, Ich weiß nicht, was ich tun soll. ich auch nichts. Komm schon, Artie. Du verschläfst dein Leben. Im wahrsten Sinne. Kann ihr rechts außen echt nichts tun? Schlaf schön, Hohlkopf. Er ist ein guter Künstler, aber er... Ja, ja. Hatten wir schon. Was wir jetzt noch versuchen könnte. Hey! Hast du was beschädigt? Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit mögen das neue Dekor. Na toll, muss ich jetzt machen oder wie? Dass die uns nicht sehen, ey. Toll, eine weitere Flasche. Kann ich wahrscheinlich nicht halten, sonst könnte es klimpern. Du hast hier 2 Flaschen, du Flasche. Aber okay. Das wird langsam wirklich lächerlich. Wirklich lächerlich. Ich mach mal eine neue Packung Sicherungen auf. Ja, mach das. Ja, ich find's langsam auch wirklich lächerlich. Geil, Mann. So, jetzt mal den.
So, jetzt geht doch mal... Marty, jetzt kannst du doch außen herum. Alter. Sag mal. Oh Gott. Gut, Plan B. Du strapazierst meine Geduld. Ja, du meine auch. Schon, Artie. Du kommst jetzt nochmal hier, ey. Leck mir. Das ist ja wohl... So, jetzt bist du fällig, Alter. Bam! Voll in die Fresse. Tja, wir haben es wohl geschafft. Hey, du. Warte, kenne ich dich? Seit etwa 40 Jahren nicht mehr. Ist da unten jemand? Alles dreht sich. Los, Artie, verschwinden wir von hier, bevor diese Kerle dich noch umbringen. Wart mal, die wollten mich töten. Großartig. Das ist nicht witzig, Jungs. Doch. Perfektes Timing. Würde ich auch sagen. Halt durch, Grandpa. Wir müssen doch jemanden abholen. Ich liebe die Musik. Ey, das sieht uns doch. Ich wollte gerade sagen. Kommen Sie mit? Ich dachte, du fragst ihn. Was macht er denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Haben wir gerade uns selber gesehen? Verdammter. Dann brachte ich Artie zum DeLorean und kam zurück, um sie zu holen. Faszinierend. Dann können wir jetzt nach Hause, richtig? Noch nicht. Wir müssen uns noch um dieses Problem kümmern. Nein, lass mich in Ruhe. Er kommt zu sich. Ja, immerhin mal etwas. Sei also bitte vorsichtig. Hill Valley ist für dich nicht sicher, solange Kid Tannen auf freiem Fuß ist. Keine Sorge, ich gehe weit weg von Hill Valley und werde nie wiederkommen. Nein! Er wird sich mit Grandma einlassen. Wie heißt sie? Sylvia. Kennst du eine Frau namens Sylvia? Nein. Aber sie kennt dich, wird dich kennen. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch kennenlernt. Ah, ich verstehe. Ich soll also bei einer verdeckten Geheimmission helfen? Möglich. Ja. Seid ihr von der Regierung? Aha. Sowas in der Art. Klar. Für Onkel Sam mache ich alles. Ich bleibe in der Nähe und warte auf diese Sylvia. Psst, bis dahin halte ich mich bedeckt. Gut so. Wann werde ich dich wieder sehen? Das war wirklich knapp. Wird er das überstehen? Du verschwindest nicht, oder? Außerdem ist Arthur ab dem 25. August völlig außer Gefahr. 25. August? An diesem Tag kommt Kid Tannen endlich hinter Gitter. Was macht das Bild von deinem Dad? Noch da. Gut, lass uns ihn verschwinden, bevor wir versehentlich Hoover wieder wählen. So, jetzt aber endlich zurück in die Zukunft. Ja, Ende gut. Moment mal, das ist Episode 2. Sieht alles in Ordnung aus. Sicher? Wir könnten eine Runde über den Rathausplatz drehen und uns überzeugen, dass Hill Valley noch genauso ist wie vorher. Es ist sicher alles okay. Sieh nur, McFly anwesend. Also, wollen Sie für eine Weile reinkommen? Dad soll selbst sehen, dass Sie noch da sind. Würde ich ja, Marty, aber... Sie müssen gehen. Ich verstehe das, Doc. Sie haben Ihr eigenes Leben. Sie müssen Ihre Kinder großziehen und so. Nein, ich muss zur Bank und den Verkauf stoppen, von dem du mir erzählt hast. Oh. Oh. Finde deinen Paps. Ich bin in weniger als einer Stunde zurück. Bis bald, Doc. In Ordnung. Naja, ist wirklich alles in Ordnung? Da haben wir vielleicht sogar alles noch viel schlimmer gemacht. Denn eine Person haben wir garantiert beeinflusst. Also natürlich abgesehen von unserem Großvater. Eine Person, die man, naja, ich sag's mal so, die ja vielleicht noch etwas mit
Kid Tennants Verhaftung zu tun hat. Ja, mir kam da gerade wieder etwas in den Sinn und ich glaube, das werden wir im nächsten Part dann genauer anschauen. Bis dahin, Freunde, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.